Und apropos eigenwillig meditative Ausstrahlung, der Oliver Kahn, der Ex-Goalie, der seine Gegner gerne gebissen hat, ein grosser Denker, ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Der Oliver Kahn hat als Vorstandsvorsitzender das Leitbild vom FC Bayern München vorgestellt und hat auf die Werte und die gesellschaftliche Verantwortung verwiesen. Ildo und er alle Jahre im Trainingslager dem grusigen Huren Emir von Katar einschleifen. Gesellschaftliche Verantwortung. In Katar werden Schwule eingesperrt, ausgepeitscht und zu Tod geschlagen. Die Frauen haben jetzt überhaupt gar kein Recht. Auf diesen Baustellen für die WM sind 15'000 Gastarbeiter ums Leben gekommen. Kollabiert, verreckt, vom Gerüst gefallen. 15'000. Das ist ein Drecksland. Alle wissen es und niemand macht etwas. Ich sage ja Eier. Wir brauchen Eier. Nein, sie räumen Fortschritte. Das Finalstadion ist aus Recyclingmaterialien. Wegen dem ist es gleich von Sklaven gebaut worden. Der Vogel hat unseren früheren Nationalcoach abgeschossen, Petkovic. Zuerst 3 Jahre lang geschwiegen zum Katar-Dilemma. Dann Anfangs letztes Jahr. Die Situation ist besser geworden. Ja, sie war schon gebaut, die Stadt. Die konnten mehr verrecken. Kaiser Franz hat auch einen Augenschein genommen. Beckenbauer auf Einladung der katarischen Schergen. Ich habe keinen einzigen Sklaven gesehen. Natürlich nicht, Arschloch, sie sind auch schon tot. Recycelt. Der Final ist am 18. Dezember dieses Jahr. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Nein, der 18. Dezember ist der Nationalviertag von Katar. Kannst du nicht dazu prosten im Raclette-Stückli, im Public Viewing mit dem Glühbier. Wenigstens ja, passt unser neudeutscher Ausdruck mal, Public Viewing, das heisst auf Englisch Leichenschau. Katar boykottieren? Ja, nun hätten wir mit Boykottieren vielleicht ein bisschen früher müssen anfangen, 1978, wo die argentinische Militärjunta geschaut hat, dass zufällig Argentinien selber ist Weltmeister geworden. Nein, schon 1934 hätte man boykottieren, wo Italien daheim Weltmeister wird. Weil es der Mussolini so hat eingefädelt. Der Mussolini. Hör mir auf, Sport hat nichts mit Politik zu tun. Sport ist Politik. Sonst wäre ja die letzte WM nie auf Russland gekommen, die dann einen Krieg geführt hat gegen die Ukraine, auf der Krim und Syrien. Darum haben ja Pascal und Benjamin, mit denen habe ich das so gechattet, haben die schon die Russland-WM boykottiert. Ein paar Tage lang. Dann sind dann nach WhatsApp gekommen, würde man jetzt WM schauen. Man sehe eine ziemlich attraktive Partie der einen und man wäre ob diesen très sympa Franzosen fast ein wenig begeistert. Und so ist das weitergegangen. Und zuletzt haben sie zusammen das Finale geschaut. Wir schauen ja nicht morgen, aber wo treffen wir uns? Super Boykott, etwas so. Wir können probieren, Katar zu boykottieren. Es wird einfach ein bisschen kompliziert. Hauptsponsor der Schweizer Nazi ist Credit Suisse. Und der grösste Einzelaktionär von Credit Suisse ist der Katarische Staatsfonds. Hauptsponsor der deutschen Nazi ist VW. Und das Elektroautoprogramm von VW zahlt der Emir von Katar. Jetzt hat ja in Deutschland die Ampelkoalition den Anteil der E-Auto bis 2030 auf 15 Millionen Stück erhöhen. Im Moment sind es knapp 500'000. 14,5 Millionen E-Karren in 8 Jahren. Der Emir von Katar sagt, Dankeschön. Gehen wir nicht auf das Katar, aber sie kommen zu uns, sie sind schon lange hier, denen gehört der Bürgerstock. Und das Harrods zu London, halb Porsche und Siemens oder Genfer Autosalon, sagen ja alle brav, wie sie dort im Katar für die Menschenrechte einstehen. Kabis, du machst dich schon schuldig, wenn du an so einem Ort überhaupt Land ist. Das ist stille Komplizenschaft. Und dass wir das Recht verstehen. Doha, Abu Dhabi, Dubai, wo unser Rotschi gerne hergeht, das ist alles das Gleiche. Wenn du dann noch so ein goldiges Steak frisst und noch blöd genug bist, das zu posten, wie unser Influencer-Tussen, unser Schüttler-Tubeli. Seferovic hat so ein Steak mit echtem Blattgold gefressen. Der Okafor vor 2 Wochen. Liegt das nicht schwer auf? Ich will das nie erfahren, esse keine Steaks und kein Blattgold. Und ich gehe nie im Leben
Auf Dubai. Ja, du lachst, aber sie haben mich eingeladen. Auf eine Comedy-Kreuzfahrt. Dubai, Abu Dhabi, Oman, Bahrain. Der hätte auf diesem Kahn ein bisschen den Lohn machen, hätte noch Kosten, Logis und Kohle dafür bekommen. Nein, kommen wir lieber auf die Etiken mit der S-Bahn. Auf die Kreuzfahrt sind wir andere gegangen, keinen Namen. Klibio. Jufa!